Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Walking Dead auf Pelzig. Das ist die finale Episode jetzt von Staffel 1, Episode 5, die Zeit wird knapp. Die letzte Zeit, die wir noch haben, die nutzen wir jetzt, um hier rauszukommen und der Clementine einen sicheren Weg noch draußen zu geben. Damit sie wenigstens abhauen kann. I got you. You can lean on me if you have to. Nee. I'm okay. I thought I was helping by bringing you in here. Okay. You're just learning how. Never let yourself get trapped. Clementine wird sich das I merken. won't. Get out of here. Noch so viele Weisheiten wie möglich mit auf den Weg geben. I won't. I won't. Keep going. We're almost there. Ich will ja auch immer nett zu ihr sein, weil sie es verdient hat, weil sie echt ein chlores Mädel ist. Aber sie sollte noch so viele Lektionen mitkriegen, wie wir ihr noch geben können. Get up, Lee. The door is right here. Ja, ich glaube, jetzt steht er nämlich auf. Ganze Kräfte sind verbraucht, ne? I can't. You have to. Liam, I can't move. This is it for me here. Please. Scheiße. Please try to get up. Es tut mir wirklich leid. Ich mag den Lee. Das ist ein großartiger Hauptcharakter. Selten der Fall, dass ich das mal sag, aber... Okay, bei The Last of Us war es noch der Fall. Aber Do something. ich suche mal auch die Spiele raus, wo ich die Hauptcharaktere eigentlich mag. Aber ansonsten mag ich Hauptcharaktere oft nicht. You need to get out of here as soon as you Aber can. den Lee mag ich, der ist super. Leave you. Super Charakter. Just work on getting out, okay? Für mich persönlich auch mit sehr viel Charaktertiefe. We'll figure it all out. Don't worry. Boah. Es tut mir weh, denn so zu sehen. Just start by getting that door open. It's locked. It's no big deal. It's just a glass window. Ja, und die in Amerika sind aus Zucker. Ow. Oh Gott. Out with your hand. Die in Amerika sind ja aus Zucker, die Glasscheibe. Die sind ja nur einmal verglast. There's a chair over there. Das ist relativ einfach einzuschlagen. There's a Ah. baseball bat under the counter, Clem. You can use that. Sowieso nicht verkehrt, denn sollte sie eh behalten, der Baseballschläger. Wenn der aus Vollholz ist, nicht schlecht. Use the bat to shatter that window so you can reach in, okay? Okay. Watch out for broken glass. Jetzt leiten wir sie hier durch, wie wir das sonst gemacht hätten, wenn wir noch bei Kräfte gewesen wären. Don't be afraid of him, honey. You're smart. Use it. You're smarter than all of them. Grab the chair, Clem. Use it to reach in to the lock. Okay. Na, dann hätte ich mal aber mal behalten, den Baseballschläger, ne? You can open it. Walker in there is trapped. We'll figure out what to do. Together. Okay, dann machen wir mal die Tür auf. Open it. He's trapped. This will be easy then. He's got keys. Probably to that door. And everything you'll need. Okay. There are handcuffs on the ground. Get them. Okay, Lee. Oh je. You're doing really good. Put the Okay. handcuffs on me. Attach me to Wir haben this. angefangen mit Handscheller und wir beenden es mit Handscheller. What happens? We're safe then. Klingt irgendwie aus dem SM-Club, oder? Wir beginnen es mit Handscheller und wir hören auf mit Handscheller. Make sure Ja, so schließt sich der Kreis, ne? I don't want to do this. you have to. It'll keep you safe.
Okay. Kann er sie wenigstens nicht mehr angreifen. He's trapped over there. If you're careful, you can get what you need from him. The keys, and then the gun. The keys and the gun. Just don't be afraid. If anything gets dangerous, you're faster than he is. What should I get first? Pistol. Get the gun, Clem. Always the gun. Da muss er immer nur richtig zugreifen, ne? Nicht nur von der Hand vom Fuchtler, genau. Das war abzusehen, ja. Get him! Oh Gott, Hilfe! Watch out! Oh! Scheiße, scheiße. Hup. Oh, wieder so ein schöner Beinahe-Unfall. Manometer. Die hat ja auch schon ziemlich gekrischt, die Claire Eva. Das war kurz vor Tod. Boah, gerade noch so Glück gehabt. Boah. Der sieht jetzt aus so ein bisschen wie der Glenn noch im ersten Schlag vom Negan in den Comics. Did it. I got him. Oh Mann. Come here. Yeah, but you did this. Smart. Oh Scheiße. Mann, sieht der übel aus. Oh. Ach so, letzt die Gnadekugel wäre nett. You're strong, Clem. You can do anything. But I'm little. Das wird sich ändern. You're gonna see bad stuff, but it's okay. Und außerdem wird sie älter, ach. My parents. Und sie ist klug. It's so horrible. I can't imagine, sweet pea. And now, you? Please. Please don't be one of them. Ja, das wollen wir verhindern. There's only one thing you can do. You know that. Ja. I don't Und ihr know vielleicht if noch I sagen, wo die can. Christa und der Omid sind. Ich würde sagen, du musst mich erschießen. You have to shoot me, honey. Lee, no. It's okay. It's okay. Clem, I was standing over Doc holding that gun. It was so hard. Sorry you're in that Ja. position now. I'd give anything for you not to Aber be. wenigstens, dass er wirklich tot ist. Pointed at me. Close your eyes and be thankful you never have to see me as one of Richtig. you. You can do it. I know you can. Oh Mann, das ist hart. Okay, Lee. I can do it. I can. Finde Omid und Christa. Domid and Krista. They're outside of town. By the train. Ja, das war mir auch noch wichtig. How to get back there? Yes. Das war mir noch wichtig, dass er wenigstens der Denne noch geht. Clementine wird sich das merken. Good care of you. And Clem, Haare schneiden, nee. stay away from the cities. Das ist auch noch... Clementine wird sich das merken. They're just not Ist worth der the beste risk. Rot jetzt gewesen. And Ja, also, sie sind das Risiko nicht wert. Oh Mann. So gut wie tot schon, ne? What is it? no, don't worry. All right. Noch letzte Worte. Habe ich noch irgendwas? Du wirst mir fehlen. I'll miss you. Me too.
Oh. Bisschen höher. Oh Mann. Scheiße. Ist aber besser, als dass er als Walker wieder aufsteht. Das hätte sie bestimmt auch nicht gewollt. Ja. Jetzt bleibt abzuwarten, was noch kommt. The Walking Dead. Eine Telltale Games Produktion. Hätte ich einen Hut auf, Hut ab, Telltale Games. Ihr seid echt klasse. Basierend auf dem Comicbuch von Robert Kirkman, Tony Moore und Charlie Adlard. Ja. Trophäe erhalten. Was bleibt? Trophäe erhalten The Walking Dead im Platin. Also ihr müsst das Spiel einfach nur durchspielen, dann kriegt ihr sowieso die Platin-Trophäe für alles. Hui. Dann zu der Entscheidung. Verzweiflung. Lees Arm entfernt. Du und 62% der Spieler haben deinen Arm entfernt. Konsequenzen. Beherrschung verloren. Du und 65% der Spieler haben ihre Beherrschung verloren. Wahrscheinlich bei dem Ding um Kenny werfe. Entwaffnet. Waffen aufgeben. Du 19% der Spieler haben nach etwas gegriffen. Fremder. Clementines Entführer getötet. Du und 65% der Spieler haben Clem den Fremden töten lassen. Ich bin eine Beamers Anarchie kriegt, muss ich sagen. Abschied. Lees Wandlung gestoppt. Du und 60% der Spieler haben Lee sich nicht wandeln lassen. Wow, 40% der Spieler waren wirklich so knallhart, den armen Kerl als Walker angekettet zu lassen. Das finde ich herzlos. Das finde ich echt herzlos. Also es würde mich mal wieder interessieren, wie ihr entschieden hätten, ihr liebe Leid. Gebt doch einfach gerade wieder in die Kommentare Bescheid. Das steht mir sehr früher. Du warst dafür, Ben aus der Gruppe zu entfernen. Du ließt Ben vom Glockenturm stürzen. Du hast ihr deine Vergangenheit anvertraut. Du hast ihr Leben auf Kosten eines anderen gerettet. Sie wurde von Lily getötet, die Carly. Du hast sie gegen Lillys Anschuldigungen verteidigt. Christa. Du hast sie an deinem bisher schlimmsten Tag kennengelernt. Du hast ihr deinen Biss gezeigt. Du hast ihr und Omid gesagt, sie sollen dich am Zug treffen. Der Doug? Er war bei dir, als du deinen Bruder gefunden hast. Er starb, als die Walker die Drogerie angegriffen haben. Der Doug, du hast auf Herschels Farm geholfen, sein Leben zu retten. In Macon hast du gesagt, er sei nicht gebissen worden. Du hast ihn erschossen, bevor er sich wandeln konnte. Er war bei der Lösung eines Rätsels dein Assistent. Kenny, du hast seinen Sohn in der Drogerie verteidigt. Du hast dich mit ihm gestritten, als er Dinge verdrängte. Du hast seinen Sohn getötet, damit er es nicht tun musste. Er starb beim Versuch, Christa zu retten. Scheiße. Katja, du wolltest ihr im Motel etwas zu essen geben. Du hast Wasser für Doug gefunden, als er es brauchte. Sie erschoss sich angesichts dem Tod ihres Sohnes. Larry, du hast ihm gesagt, er solle Menschenfleisch essen. Du hast Lily zurückgehalten, als Kenny ihm den Kopf einschlug. Larry starb im Kühlhaus der Molkerei. Lily, du warst auf ihrer Seite, als Dinge verschwanden. Du hast dich entschieden, ihr deine Vergangenheit anzuvertrauen. Du hast sie am Straßenrand stehen lassen. Omid, du hast ihm geholfen, auf den Zug zu kommen. Ihr wurdet nach Übertretung des Schildes getrennt. Ja. Das war jetzt das, ihr liebe Leid. Die Zeit wird knapp. The Walking Dead. Ich guck mal, ob ich hier nicht ins Hauptmenü wieder komme. Auf der anderen Seite, nee, ich glaube, es gibt nur noch eine Endsequenz. Und die würde ich eigentlich gerne noch zeigen. Deswegen würde ich sagen, wir lassen jetzt mal die Sequenz nochmal laufen. Kann aber sein, wegen Urheberrechte und Musik und so weiter, dass da meine Kommentare wieder ausgeblendet werden müssten. Deswegen lassen wir es mal sein. Ja, dann kann ich eigentlich noch ein paar Sachen erzählen aus meiner Sicht.
Also das ganze Spiel war meiner Meinung nach großartig. Ich habe es sehr genossen, dieses Hauptspiel zu spielen. Und ja, gerade Episode 5, die Zeit wird knapp, war wieder sehr, sehr emotional das Ganze. Und uns haben unsere ganze Entscheidungen mehr oder weniger wieder eingeholt, als wir mit einem Fremden gesprochen haben, der aber trotzdem total in seinem Film gefangen war. Und der nur gemacht hat, was er gewollt hat und was er für richtig gehalten hat. Also er hätte so oder so sterben müssen, egal ob durch die Clementine oder durch die Lee. Das war an sich dann wirklich irrelevant. Er hätte so oder so sterben müssen. Ja, in der ersten Episode habe ich noch jede Menge urische Kommentare geben können. In der zweiten ging es noch einigermaßen mit den Kommentaren. Und ab der dritten Episode tut es mir irgendwie auch leid, weil dann hat sich die Situation so zugespitzt, ihr liebe Leid, dass einfach so viel Trauer dabei war, dass so viel Drama dabei war. Aber das ist ja auch typisch für The Walking Dead. Und ich wollte die Stimmung von dem Spiel nicht ruinieren, indem ich jetzt irgendwelche unpassende Kommentare durch reinwerf, sondern in dem Fall habe ich mir gedacht, ich lasse es einfach mal wirken. Ich lasse das ganze Spiel mit seiner Dramatik, mit seinen fiesen Momente und alles mal wirklich auf euch wirken. Und ja, der Synchrosprecher von Kenny hieß Gavin, das passt irgendwie, ist auch so ein Hina-Weltler-Name. Ja, wo man dann dabei wären wieder, was Synchrostimme und so weiter angeht. Ich persönlich finde es großartig, dass das auf Englisch ist alles und dass die erst gar keine deutsche Stimme haben. So hätte man sonst die großartige Stimme vom Lee verpasst. Und gerade die Stimme vom Lee ist so genial, muss ich sagen. Das ist so eine extrem angenehme Stimme. Und ich finde auch einfach, das passt wunderbar. Ansonsten hätte man der Brenda St. John zum Beispiel, hätte man irgendeinen Dialekt vielleicht geben müssen, vielleicht wäre es so pelzig Woche. Aber gerade auch um das Ländliche auszudrücken, hätte man ihr eventuell nochmal irgendeinen ländlichen Dialekt geben müssen. Und ich finde es vollkommen in Ordnung, dass das ganze Spiel einfach nur auf Englisch ist. Oh, und an mich gibt es auch noch ein Special Thanks, das ist nett. Die Telltale Pets auch noch. Ja, auf jeden Fall finde ich das großartig, dass das einfach auch im Originalwortlaut gelassen worden ist. So haben wir das sehr stimmig erlebt, wie ich finde. Auch wenn ich sehr oft drüber gebabbelt habe. Aber das habe ich auch deswegen gemacht, weil Untertitel dabei waren und ihr habt da alles lesen können. Jo. Da kommt die Endsequenz. Das sind noch 2 Personen. Sie halten die Personen. Und damit endet Staffel 1 The Walking Dead. Mit den kryptischen Bilder. Ja, ihr liebe Leid. Damit habe ich das Hauptspiel durch. Und als nächstes, damit wir das chronologisch richtig gebacken kriegen, würde ich sagen, ich mache das DLC, was hier auf der DVD noch mit dabei war, 400 Tage. Und danach mache ich dann tägliche Veröffentlichungen von Let's Play The Walking Dead Season 2. Also ab Staffel 2 könnt ihr täglich mit einer Veröffentlichung rechnen. Und ich freue mich tierisch drauf, also das DLC for 100 Days ist auch nochmal ganz nett. Da gibt es ein paar kleine Entscheidungen, die man treffen kann. Und die werden sich in Staffel 2 dann wieder auszahlen. Also was ich da entscheide, wer in 400 Tagen, wird sich in Staffel 2 nochmal mehr oder weniger rächen. Und Staffel 2, wie gesagt, auf die freue ich mich schon ganz, ganz, ganz besonders. Die ist
großartig und hervorragend. Ich würde sagen, auf jeden Fall gleichwertig zur Staffel 1, wenn nicht sogar ein klein bisschen besser. Und da bin ich wirklich, oh, ich brenne drauf, das für euch zu spielen. Und noch mehr brenne ich da drauf, Staffel 3 dann endlich auch zu zocken. Das werde ich dann auch direkt noch Staffel 2 von The Walking Dead veröffentlichen. Aber das wird dann mehr oder weniger ein blindes Let's Play sein, weil Staffel 3 kenne ich noch nicht. Und da freue ich mich so gewaltig drauf. Und es wird dann wahrscheinlich auch eine tägliche Veröffentlichung geben. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr das Hauptspiel mit mir geguckt habt. Auf der Playlist wird 400 Tage noch wie vor 8 erscheinen. Ich rechne das einfach mal zu Staffel 1 mit dazu. Da mache ich keine extra Playlist wie bei Left Behind bei The Last of Us. Also machen's gut, ihr liebe Leute. Wir sehen uns dann bei 400 Tage wieder. Vielen Dank dafür, dass ihr das Hauptspiel mit mir geguckt habt und dass ihr das Hitzfleisch bewiesen habt, das mit mir durchzustehen und euch das alles anzugucken. Ihr seid echt die Allerbeste. Machen's gut. Eiern mit Verbeugung. Yankee.